Direkt am Rande der Autobahn im Süden von Frankfurt am Main erhebt sich ein grüner Hügel. Heute ist kaum vorstellbar, was für ein Höllenort das früher war. Hermann Müller, Feuerwehrmann im Ruhestand, trifft hier die Biologin Indra Starke-Ottich vom Senckenberg-Institut und Thomas Hartmannshen vom Umweltamt Frankfurt. Gemeinsam schauen sie zurück auf die bewegte Geschichte dieses Orts. Hermann Müller wurde in den 1960er Jahren oft auf den Monte Scherbellino gerufen, die städtische Mülldeponie Frankfurts. Immer wieder entzündete sich der Berg aus Haushalts- und Industrieabfällen. Müller erinnert sich. Hitze, Gestank natürlich, also Sichtbehinderung, ganz dichter Nebel. Teilweise dann auch, wenn man halt angefangen hat zu spritzen, ist das Wasser wieder zurückgekommen. Das war ja dreckig bis zum geht nicht mehr. Damals glaubte er, dass dieser Ort für immer verloren ist. Mit Pumpen wurde das Wasser dann auf den Berg gepumpt und dort oben aufs Feuer gespritzt. Und über den Schuttberg, der ja ganz locker war, ist das Wasser wieder nach unten geflossen, hat sich in dem See wieder gesammelt und wurde dann wieder auf den Berg geschüttet. Und je mehr das im Kreislauf war, umso giftiger und umso dreckiger wurde das Wasser. Das war dann ganz schwarz. Und wir haben dann zu dem See Cola-See gesagt, weil er halt wie Cola ausgesehen hat. 1968 wurde die Deponie geschlossen, der Müllberg aber erst Jahrzehnte später abgedichtet. Am Anfang war die Fläche vielleicht so ein bisschen, wie wir uns das auf dem Mond vorstellen. Es gab quasi Krater, also Vertiefungen. Da drin hat sich dann das Wasser gesammelt und es gab Steinhaufen und Sandflächen und Erdeflächen, aber es gab am Anfang noch keine Pflanzen da. Geplant war, den Monte Scherbellino wieder aufzuforsten, mit schnell wachsenden Bäumen in Reih und Glied. Doch das Umweltamt der Stadt wollte etwas Neues wagen, die Natur sich selbst überlassen. Dafür musste Thomas Hartmannshen gegen viele Regeln ankämpfen. Was wir wissen wollten, ist, gibt es die Möglichkeit, in einer Großstadt Frankfurt überhaupt Wildnis eine Chance zu geben? Das war eigentlich die Kernfrage. Funktioniert das? Was passiert, indem wir der Natur freien Lauf lassen? Anstelle einer artenarmen Baumplantage sollte sich ein Mosaik unterschiedlichster Mini-Lebensräume entwickeln. Steinhaufen, Kies- und Sandflächen sowie Magerwiesen. Mit der Vielfalt der Biotope sollte auch eine größere Artenvielfalt entstehen, als in einer monotonen Aufforstung. Aber klappt das wirklich? Schmetterlinge wie das Blutströpfchen fühlen sich heute auf der ehemaligen Deponie genauso zu Hause wie viele andere Insekten. Inmitten der Steinhaufen wurden Zauneidechsen heimisch. Ganz ohne Zutun der Umweltschützer. Von einem Tag auf den anderen waren sie plötzlich da. Die Ökologen halten die Kiesflächen weiterhin frei von Pflanzen. Denn der seltene Flussregenpfeifer brütet auf den nackten Steinen. Andere Arten machen hier nur eine Zwischenstation. Die größte Überraschung hier ist vielleicht die Bedeutung des Gebietes für rastende Vögel. Das haben wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Dass also ganz seltene Vogelarten wie die Ringendrossel, die man in diesen Breiten hier nur ganz, ganz selten überhaupt zu sehen bekommt, diesen Platz hier nutzen, um hier zu rasten. Das junge Biotop am Rande der Großstadt ist für Spaziergänger geschlossen. Frankfurter Schulklassen können die Stadtwildnis aber trotzdem kennenlernen, geführt von Umweltpädagogen. Spurenlesen steht auf dem Programm. Der Vergleich zeigt, ein Waschbär hat hier seine Abdrücke hinterlassen. Lass nur mal einen großen Kreis um den Tisch machen. Kriegen wir das hin? Ja? Hirschkäfer. Wow.
Für viele Stadtkinder ist diese Expedition die Gelegenheit, mal ein Hirschkäferweibchen in der Hand zu halten. Der Ausflug wird zur Safari. Daisy nachher mit auf den Weg zurück und lasst die dann noch. Also ich fand eigentlich alles cool, aber ich fand es sehr cool, als wir dort drüben die Tour gemacht haben. Also ich habe diesen Bluttröpfchen-Schmetterling gefunden. Ne? Der hatte aus seinen Flügeln solche blutroten Tröpfchen. Also mir hat es am besten gefallen, dass wir diese Tiere suchen, also einfangen konnten. Und dass wir da auch gucken konnten, wie die von nahen aussehen. Vor den Toren Frankfurts ist in wenigen Jahrzehnten ein Naturparadies entstanden. Auf einem Berg aus Müll. Am Fuß des Monte Scherbellino gibt es heute noch den einstigen Löschteich, den die Feuerwehrleute damals Colasee nannten. Hermann Müller möchte sehen, was aus seinem einstigen Arbeitsplatz geworden ist. Weil aus dem Müllberg kein giftiges Wasser mehr dringt, konnte sich ein Feuchtbiotop voller Amphibien entwickeln. Auch Libellen kommen hierher, um sich fortzupflanzen. Die gute Nachricht: Es ist möglich, selbst einen lebensfeindlichen Ort in ein Stück Wildnis zu verwandeln. Der Monte Scherbellino könnte zum Vorbild für andere Mülldeponien werden.